Harige Marisola. Het is Mr. John Peters hier met je top van Deel met je dankens uit Gottes woord. Je hoort in het 1250 KZ. Je dankens uit Gottes woord voor de nächste 15 minuten. We hupsen van Deel 3 naar Matteaus kapitel 5. Dat thema über die Ehescheidung en so weiter. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und hol den Herrn, meine Seele singt. Alright, nog waar, good Maris. En zo wie moeten veel werk vorig met de bergpredigt. Dat vangt je aan met Jezus in zaligprijzingen en dan je het weer in de verschillende thema's. En Matteaus kapitel 5 redt Jezus voets van wat het gezegd schaffen dat we zullen zout en licht zijn. En hij vangt aan met zalig zijn hij. En dat is een model, dat is een recept voor een gelukkig leven. En een ander weer de vrede merken. Die wordt barmherzig zijn, die wordt maak zijn, die wordt treuren, wordt jährlich arm zijn. Die boodschap ga je vingen op YouTube. En dan gaat hij Gießen saltenlich. En dan zegt hij heeft het gezegd verveld. En dan redt hij van de merderie. En dan zegt hij wat een krachtige slag is, of de merderie, dat is de hoed. Iemand een noem aan. En dan gaat hij even naar de Ehescheidung. En dan zie ik dan am Anfang dat we worden tijd neemt om dat studeren. En dat rijdt merken, dan worden we terugkomen naar het thema. Ik heb God versproken, ik word keine Farsen überhupsen. Die zijn alle in zijn woord. Wanneer nu Farsen zijn in de schrift wat ammerlijk zijn, die zijn ook door. En die zijn er voor de oorzaak. Vielleicht is het een warning. En een warning kan ons bloß helpen. Viele mensen lijken nog maar je woorden te zijn, niet? Viele würden sagen, wenn je prophezeit wordt, bloß fijn reden. Dat die was gelijk gaan, die was jalt merken, die was immer gezond zijn. Maar de schrift heeft beides. Wanneer het komt te prophezeiingen. Die heeft positief, ook negatief oder warningen. En zo, we hebben ons ook al iedere vergeet dat wanneer Jezus hier een leer brengt, dat is 90% een leer tegen de fariseer er leer. Zo waarom Jezus hier redt van den Ehebruch en van vielleicht frisch befrieden en zo wieder, dan wird al wat en plaats wat de fariseer al eigenlijk had. En wat dat deed. En zo Jezus zegt iedermaal, die gaan zo je hier. En die gaan zo je leert. Ik zei Uber. Dat tweede ding wat we ons denken helpen wel, excuse me, dat is, dat dit is nu tussen de twee testamenten. Zo de oude bund weer nog, en de nieuwe bund weer nog niet eingevierd worden. Die weten we de nieuwe bund eingevierd wordt, zo. Die wordt eingevierd met de dood, met het lijden, sterven en de auferstehung van Jezus Christus. En dan met zijn bloed. God heeft versproken, dat we het bloed kosten, om de nieuwe bund aanbrengen, en dat kost Jezus zijn bloed. So, ik wil oppassen wat ik je zei over de zijn beste dingen, wat hier nog een oude bundje hier. En er zijn beste dingen wat er tussen de twee dingen hier. En zo, dat is verzonnen wat het verdrijven kan, verzonnen wat vielleicht duidelijk genoeg gegrond zijn, die weten van wat ik red. Zo, de nieuwe bund, dat vingen we dan van de apostelgeschichte wieder. En de leer door. Dat is zeer wichtig. Hebreeën zegt 13 mal dat de nieuwe bund is beter als de oude bund. So Jezus staat hier, wanneer hij hier redt van de Ehescheidung, hij redt hier van dat oude bund, hij redt hier van wat de fariseer leren deden, en waar de mensen dat kracht toe hadden. De mensen wat aan die hier gaan, die worden gewist gaan van wat hij redt. En zo, ik wil hier van deel een beetje een aanleiding maken, tot het thema van de Ehescheidung, en frisch bevrieden en zo wieder. En dan worden we voor 2 tot 3 weken dat thema verhandeld met verschillende vrouwen. So, Jezus zegt hier, als het staat in Matteaus kapitel 5, vers 27, je hebt gehoord dat als je zegt, je zal niet de Ehe brengen. Aber, niet hier, aber, ik zeg te jullie, wenn de vrouw met last aankijkt, hafel de Ehe brengen met haar en zijn hart. En dan redt hij van, wanneer die uw die merkt zingen, plakt het eruit. Wanneer de hond die merkt zingen, hakt hij af en zo wieder. En dat is al een boodschap van Eier.
Dann geht in Vers 31, dann sagt er, dat erst gesagt worden. Wer seine früh scheiden dat, der moet een scheidblad, een scheidungsblad geben. Een certificate of divorce. Ik sage Ihnen über, wer seine früh scheiden dat, buiten, wegen der Geschlechtssinn, den merkt eine Dood von Ehescheidung. En wer eine gescheidende früh befriet, dat gebruikt. Alright, so dat is wat Jezus hier zegt. En nu wil ik een klein beetje een aanleiding maken tot dit. En ik wil vragen als jullie willen mij in gevallen doen. En van nu tot nächste week wil ik jullie een paar kapitels geven wat je eerst lezen zal. En dan hebben we een beetje een grond. So, doe je deze vers lezen. Matteaus kapitel 5 van 31 tot 32. En dan doe je Matteaus kapitel 10 lezen. Vielleicht de eerste 10 versen oder so. Wenn du hast das Thema, wo sie Jesus einfach fragen, was sagst du von der Ehescheidung? Und so weiter. Und dann doe je noch 5. Mose kapitel 24 lesen, besonders vielleicht waren die ersten 10 Vers. Noch einmal Matteaus 5, 31 und 32. Markus kapitel 10, vielleicht die ersten 10 Vers. Und dann 5. Mose 24, noch waren die ersten 10 Vers. Also, und das sind alles Themas von der Ehescheidung und von frisch befreien und so weiter. Oh, und dann heute noch mehr nicht vergeten, 1. Korinther 7 zu lesen. 1. Korinther 7 ist ein Kapitel für ganze Thema von der Ehe und wer kommt verloren, wer soll bleiben und so weiter. So 1. Korinther 7 auch nicht vergeten zu lesen. So, ich will ein bisschen sagen, der Hintergrund von das. Das hat viele Kirchen oder viele Thron gekostet, Zeit gekostet, das hat Spannung gegeben. Mein Ziel ist nicht, hier irgendwo Spannung zu machen, aber bloß Klarheit bringen. Und ich will immer sagen, das, was ich dort nie verstehen kann. Und wenn ich frage mit Gott, dass er mich lehren wird, wenn ich das auch verstehen da oder auch Hitlein da, das ist zu gefährlich. Dann würde ich fragen, dass Gott mir Weisheit geben, mit seinem Heiligen Geist, mit seinem Wort. Und ich bin nicht neugierig, wenn die Gedanken haben über das, ich kann die mir wirklich kontakten. Und so, ich will ein bisschen anfangen und sagen, wo Kirchenlehrer und Christen und Konferenzen und so wieder, das wird nicht allein tun. Und so, das sind ein paar Utlagen. Utlagen Nummer 1 sagt, kein Scheiden, wegen Gott sagt in Malachi, er hat ein Haus über die Scheidung. Auf Englisch würde er sagen, er hat Divorce. Du wirst aber ganz klar sein, dass wenn Gott ein Haus hat über die Scheidung, das meint nicht, dass er ein Haus hat über die Gescheidende. Das ist ein großer Unterschied. Er hat nicht ein Haus über Menschen, die gescheit sind, er hat bloß ein Haus über die Scheidung. Warum? Das ist mir deutlich. Die Scheidung bringt weiter. Kinder leiden darunter. Das kostet viel Geld. Und das fährt ein Hut, ein Woodby, eine Unverzeihlichkeit, Unvergebung. Und das bringt Hämmer hinein. Und so, er kann verstehen, warum Gott uns sagt, wir haben nicht ein Haus für die, die gescheit sind. So, der eine Utlagen sagt, kein wir scheiden, dort zu Gott holen. Wir sind Christen, wir sind zu Gott holen, wir merken das schaffen. Ich sage Ihnen darüber, dass ich Scheidungen in der Kirche, dass ich Scheidungen an Christen. Het lijkt niet dat het zo erg is als de Welt läuft, dat het is. De Welt läuft dat even de helft van de Ehe is gewoon niet nein. Het lijkt niet dat het stemt. Het lijkt dan de rekenerie erg. Ik wil een beetje erklären. De Welt zegt immer dat 40 jaar weer zo en zoveel kasten en zoveel Ehescheidungen. Oké, dat is de helft. Maar dat is erg. Sondern wat de gescheiden doen, zijn vielleicht al 15 jaar befried en die doen ze gleich talen. Von 15 Jahren 3. Weißt du, was ich meine? So, ich glaube, die Scheidungen sind nicht 50%. Ich würde glauben, vielleicht 20 oder 30%. Aber du wollen nicht uns überschreiten. So, das ist eine Utlegung. Die zweite Utlegung sagt, okay, dass Gott, Jesus, die Schrift, erlaubt die Scheidung. Menschen können nicht eingehen, aber sie sollen sich nicht frisch befreien. So, das ist eine große Utlegung, was viele Mennoniten nicht glauben. Ein gescheidender Mensch, der ist deswegen seilig, der kann im Himmel, aber wenn er sich frisch befreit, dann hat er einen Sinn begonnen, was er nicht im Himmel nehmen kann. Die dritte Utlegung, das wird sein, dass je Scheidungen und wenn die Schrift dort erlauben wird, dann wird die Schrift dort auch erlauben, frisch zu befreien. Wenn Jesus ja viel Freiheit für Scheidung, er sagt, wer eine sexuelle Immoralität geleden hat.
Wenn der ausschuldige Partner hat muss leiden, wenn der andere Partner ihr Schlafsleben gedreven hat, bietet Ehe, dann ist die Freiheit, eine Scheidung zu tun. Und der dritte Uitleih, und das ist eine Uitleih, das ist nicht, was ich hier von der sage, die bloß sein, was die Uitleihungen sind. Die würden dann sein, wenn dort erlaubt ist, dann ist auch Freiheit und frisch befrieden. Und so die Fragen, wo wir beantworten. Ich will von dir beschließen mit ein paar Gedanken. Und das Gedanke ist sehr wichtig. Der Heiland, Jesus Christus, ist vor allem gekommen. Er ist gekommen für Sünder. Menschen, die gescheitert sind, dort sind Sünder. Menschen, die sich frisch befrieren, dort sind Sünder. Menschen, die Banken bestehlen, dort sind Sünder. Menschen, die plündern, dort sind Sünder. Und Römer 3,23 sagt, wir haben alle sinnig, wir sind alle kalt gekommen. Alright, so Jesus ist für uns alle gekommen. Er ist gekommen für die, die gescheitert sind. Und ich habe ein großes Hart für sie, wegen die sind für eine sehr große Weide durch und die wird so allein geladen, die wird so tachgeladen. Menschen früher nicht vielleicht gleich und viele andere Mumtjes wollen nichts mit einem Mumtje zu tun haben, was die gescheitert ist. Und Mumtjes vielleicht gleich so, haben alle Angst vor die und so weiter. Und das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist ein Plan von Leben, von Vergebung, von Willkommenheiten. Und so ich will das sagen, Jesus der Heiland ist vor allem gekommen. Der zweite Gedanken, was ich will mitteilen, bis zum Schluss hier. Jesus hat einen Sinn, was er sagt, was ich hätte gut tun. Und das ist nicht der Ehebruch. Das ist der Helden Jesus Leistung. Und so, wenn wir uns mal eben nehmen zu sein, der ist gescheitert oder frisch befreit, der kann ich im Himmel nehmen. Das ist nicht von der Schrift. Die Schrift redet bloß von, wer den Helden Jesus gelassen hat. Das ist der unvergebliche Sinn. Der Ehescheidung und frisch befreien, das ist nicht der unvergebliche Sinn. Du kannst viel Sinn geworden sein, und die Zeit, was die Scheidung will, auch in die Zeit, was sich frisch befreien, aber ich sein hier zum Sein, dort Sinn gut zu Gott haben. Und du wirst nächstes Mal mehr davon reden, und verschiedene Frauen bechecken. Wir werden nächstes Mal auch Markus Kapitel 10 bechecken, und würde ich für mich beten, das ist ein schweres Thema verhandeln. Gott ist Segen von dir. Und wir gehen bald wieder mit dem normalen Radioprogramm hier 12:50.